Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier auf meinem Kanal. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In dieser Folge geht es noch um den zweiten Teil der Werkzeuge, die ihr braucht, um eine E-Pfeife zu bauen. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Im ersten Teil dieser Serie ging es ja um Handwerkzeuge. In diesem Teil soll es dann um Maschinen gehen. Maschinen, die ihr aus meiner Sicht benötigt, um E-Pfeifen bauen zu können oder die Sinn machen würden, sag's mal so. Ich will noch kurz ansprechen, weswegen länger jetzt kein Video gekommen war. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich habe mich entschlossen, etwas mit YouTube kürzer zu treten. Ich habe jetzt ein Jahr lang wirklich versucht, ein Video die Woche hochzuladen. Ich wollte dann schauen, wo ich in einem Jahr bin, mit Abonnentenzahlen, mit Watchtime. Wenn das in diesem Jahr extrem wachsen würde oder gewachsen wäre, hätte ich dann das so weitergemacht, hätte ich ein Video die Woche rausgebracht, vielleicht dann eher noch 2 angestrebt. Nun habe ich aber in einem Jahr knapp 100 Abonnenten dazu gewonnen und da macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, einfach irgendwelche Videos hochzuladen. Da mache ich dann lieber Videos, wenn ich wirklich Lust dazu habe, wenn ich was Interessantes habe. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr diesen Kanal abonniert, weil so verpasst ihr dann keine Videos. Weil ihr könnt euch halt jetzt nicht mehr drauf verlassen, dass dann immer sonntags ein Video kommt, manchmal noch mittwochs. Es wird jetzt einfach ziemlich unregelmäßig. Vielleicht kommt dann mal 1-2 Monate kein Video, dann kommen vielleicht mal 3 in einer Woche, keine Ahnung. Wir werden sehen. Jetzt soll es aber um die Maschinen gehen. Da will ich euch ein paar Maschinen zeigen. Die stehen aber nur für die Art dieser Maschine. Ich will niemandem irgendwas empfehlen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Bandsäge von Holzstar. Das heißt nicht, dass ihr genau diese Bandsäge kaufen solltet, weil es gibt ganz viele gute. Ich werde dann zu den jeweiligen Maschinen noch 2-3 Dinge erklären, worauf ihr vielleicht achten solltet, wenn ihr sowas kaufen wollt. Ich denke, wir fangen gleich an mit der Bandsäge. Das ist meine Holzstar Bandsäge. Die hat eine Durchlassöffnung von, ich weiß gar nicht, 20-21 cm. Das ist relativ wichtig, weil es gibt ja diese kleinen Bandsägen, wo eine Durchlasshöhe von knapp 80 mm haben. Ich hatte zu Beginn auch so eine. Da bist du halt ziemlich schnell an der Grenze, weil ich zeige euch das kurz. Wenn ihr jetzt eine Pfeife habt und ihr wollt da etwas Material wegnehmen, dann ist die Höhe, dann ist eigentlich die Höhe hier meistens schon über diesen 80 mm. Also ich würde mal sagen, als Minimum würde ich mal so 120 mm empfehlen. Besser mehr, besser. Ich denke, ab 160 seid ihr ziemlich flexibel, was das anbelangt. Also da würde ich drauf achten. Ich habe jetzt 2 Bandsägen. Diese hier, das ist die große. Da habe ich ein breites Sägeblatt montiert oder Sägeband. Das ist dann, um viel Material abzusägen. Dann habe ich noch eine kleine Inka, die zeige ich euch. Da ist ein dünneres Sägeband montiert. Die hat aber auch eine Durchlasshöhe von 160 mm. Also da kann auch ordentlich Höhe durchgelassen werden. Und mit der bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden. Was dann Kurvenschnitte oder feinere Schnitte anbelangt, da benutze ich die. Dann, was ihr auch benötigt, ist eine Bohrmaschine. Ob das jetzt eine Standbohrmaschine wie die hier ist oder eine kleinere Tischbohrmaschine, spielt nicht so eine große Rolle. Da ist man halt einfach flexibler, je mehr Abstand man da hat. Und auch der Pinolienweg, der hat jetzt hier 80 mm. Die kleinen haben oft dann nur 50, 40, 50, vielleicht 60 mm. Das
Loch, das ich bohren muss, ist oftmals ziemlich genau so 70 bis 75 mm, also da reicht dieser Weg. Ansonsten muss man dann immer bohren und dann muss man den Tisch hochfahren, weiter bohren, das ist ziemlich mühsam. Das ist jetzt eine ganz einfache Maschine, die hat Keilriemen, um die Drehzahl zu regulieren. Mir reicht das, wäre natürlich angenehmer, wenn man eine hat mit FU-Schalter, wo man stufenlos regeln könnte, oder von Jetbach gibt es noch so eine Vario mit Variomat-Getriebe. Da kann man dann auch während des Laufens der Maschine die Drehzahl ändern. Das ist natürlich dann Luxus, aber aus meiner Sicht nicht zwingend nötig. Dann kommen wir zur Drechselbank. Eine Drechselbank braucht ihr zwingend, wenn ihr zweiteilige Pfeifen machen wollt. Bei einteiligen braucht ihr die nicht zwingend, wobei eine Drechselbank ist eine sehr, sehr gute, vielseitige Maschine, auf die ich eigentlich gar nicht mehr verzichten möchte. Da würde ich, glaube ich, eher dann noch auf eine Standbohrmaschine und vielleicht noch auf eine Bandsäge verzichten. Das wäre ziemlich eine der allerersten Maschinen, die ich mir anschaffen würde, weil auf eine Drechselbank kannst du drechseln, klar, kannst du eckiges Holz rund drechseln, Formen drechseln. Du kannst die aber auch verwenden, um zu bohren. Da gibt es dann solche Bohrfutter, die kannst du dann da reinmachen, dann kannst du die Löcher bohren. Hat den Vorteil, das ist immer zentrisch und immer gerade. Da hast du nicht das Problem wie bei der Tischbohrmaschine, dass du die Mitte suchen musst, achten musst, dass das Werkstück genau gerade platziert ist, damit du senkrecht bohrst. Da wird es immer senkrecht. Du kannst die Drechselbank benutzen, du kannst solche Schleifteller montieren, dann hast du eigentlich eine Schleifmaschine. Du kannst Schwabbelscheiben, sowas kannst du montieren, dann kannst du das Holz polieren. Ja, da gibt es unzählige Variationen, wie du eine Drechselbank benutzen kannst. Du brauchst nicht zwingend so eine große, wie ich habe. Es gibt auch noch welche, die eine Nummer kleiner sind. Das reicht. Einfach darauf achten, dieses Gewinde hier, dass das genormt ist, weil du brauchst dann solche Spannfutter. Das ist sehr hilfreich und die müssen natürlich da aufs Gewinde passen, auch beim Reitstock, dass diese Aufnahme, das ist jetzt in meinem Fall MK2, dass das genormt ist. Auf der Spindel, das Gewinde ist meistens M33. Es gibt noch andere ziemlich verbreitete Gewinde, da gibt es dann Adapter dazu. Einfach vorerst mal informieren, ob es Adapter gibt, ob es Spannfutter gibt, auch ob es qualitativ gute Spannfutter gibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein Spannfutter hält dir das ganze Werkstück und das ist aus meiner Sicht auch ein Sicherheitsaspekt. Also da würde ich dann nicht sparen. Dann brauchst du Zubehör zur Drechselbank, das heißt halt diese Bohrfutter, Mitnehmer, mitlaufende Körnerspitzen. Du brauchst Drechseleisen, da würde ich auch empfehlen, etwas bessere zu kaufen. Du brauchst dann eine Maschine, um diese Drechseleisen nachschärfen zu können. Ich habe jetzt eine Tormek. Das ist sehr gut, weil man da sehr wiederholgenau das Ganze nachschleifen kann. Aber das ist dann schlussendlich dir überlassen, welche Maschine du dir dann kaufen möchtest. Aber einfach, damit du das in der ganzen Preisplanung etwas einberechnen kannst. Weil Drechselbank ist halt ziemlich kostspieliges Werkzeug. Hier habe ich meinen Bandschleifer. Den möchte ich eigentlich auch nicht mehr missen. Der ist genial. Da kannst du dann mit dem Finger hinter das Schleifband und dann die Pfeife ziemlich genau führen und so die Form ausarbeiten. Den habe ich selbst gebaut. Sowas gibt es leider nicht zu kaufen, aber ich denke, wenn du etwas handwerklich begabt bist, kriegst du das auch hin, sowas zu bauen. Das ist nicht zwingend nötig. Ich würde sagen, entweder du hast einen Bandschleifer, wie dieser hier,
oder einen Tellerschleifer oder noch besser beides. Aber wenn du zum Beispiel eine Drechselbank kaufst, hast du im Prinzip ja schon einen Tellerschleifer. Das reicht eigentlich in der Regel, um Pfeifen bauen zu können. Das ist dann eher was Luxuriöses. Hier ist mein Tellerschleifer. Das ist ein Band-Tellerschleifer, eine Kombinationsmaschine. Sowas ist auch ganz hilfreich, wobei dieses Modell würde ich nicht empfehlen. Das hat einfach zu wenig Kraft. Für mich momentan reicht's und ich brauche das wirklich nur für zwischendurch mal etwas einigermaßen plan zu schleifen. Für viel mehr brauche ich das eigentlich auch nicht. Ich bin jetzt dran, mir einen Schleifmotor zu bauen, umzuwandeln. Da werde ich einen Halter machen, damit ich den eigentlich an der Werkbank einspannen kann. Und dann hier kann man dann diverse Teller, Raspelscheiben, Frässcheiben, Schleifscheiben, was auch immer einspannen. Ich will auch noch eine Aufnahme machen für ein Bohrfutter. Und dann ist es ziemlich eine gute Sache. Der hat auch wesentlich mehr Power als dieser Einhellschleifer. Aber wie gesagt, braucht's nicht zwingend. Hier hinten, da wo dieser rote Sack ist, das ist meine Absauganlage. Sowas würde ich auch empfehlen, vor allem wenn ihr viel schleift, ist es ziemlich sinnvoll, in irgendeiner Form eine Absaugung sich anzuschaffen. Was ganz wichtig ist, sind Staubmasken. Da würde ich euch nicht sowas hier empfehlen. Das schützt aus meiner Sicht einfach zu wenig. Ich merke das, wenn ich da paar Stunden schleife und diese Maske trage, dann abends merke ich einfach, in meiner Nase ist noch sehr viel Schmutz. Da ist sowas dann besser mit diesen Filterkartuschen. Das filtert wesentlich besser. Da gibt es diverse Ausführungen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, gebt lieber das Geld für sowas aus, anstatt immer wieder für diese Masken. Sicher besser als gar nichts. Also wenn ihr gar kein Geld übrig habt, kauft euch vielleicht ein 3er oder 5er Set solcher Masken, als gar nichts zu haben, aber spart dann auf sowas. Da könnt ihr dann auch die Filter tauschen, die kann man dann einfach wegnehmen und durch neue ersetzen und somit denke ich mal, ist das eine gute Sache. Jo, dann war es das wieder mit dieser Folge Krüsimüsi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like oder über ein Abo von euch freuen. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr so für Werkzeuge benutzt und ob euch das Video geholfen hat, ob ihr vorhabt, E-Pfeifen zu bauen, würde mich sehr interessieren. Jo, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.